Bonjour. 2 Wochen no der Januarsession sind Europadeputéiert zunächst zu Straßburg an de Programm war auch des Wochnes ganz chargiert. Wir machen no direkt de Point he bei europäischen Impressionen an wieder dat gewinnt sit mam Kompetenzteam vun der CSV. Ich begrüße euch am Studio vom Parlament Vivian Reding, George Spar an Frank Engel, Madame die Herren, guten Abend. Guten Abend. Migration, Grenzkontrollen, Steuerproblematik, den Rapport von der Europäischer Zentralbank, den britischen Referendum, Doofgastester für Autoen, die Relationen mit China, Schwarzarbeit, das sind ein paar von den Sujets, das wird gewirrscht. Dann aber auch ein, wo dir als Reporter besonders froh sind, wie wir an Reding, Rekommendationen für die Verhandlungen über den TISA hatten eine große Majorität hier im Parlament. Wir hatten die letzte Kehr für 2 Wochen schon mehr im Detail darüber geredet. Du hast die Sache umholen, kann ich sagen. Die Sache hat ja heute einen Aufschluss von dem Parlament mit 532 Deputierten, die dafür gestimmt haben, kurz durchzugehen. Das heißt, wirklich alle Guren, die wichtigen Parteien haben sich da positiv ausgedrückt. Das ist ein Neuanfang von der Art und Weise, wie Handelspolitik gemacht wird. Und ich meine, dass der Lützeburger das fertig gebracht hat, da können wir ja stolz drauf sein. Das ist auch Nation Branding. Ich habe noch gemerkt, damit im Parlament effektiv du ganz viele Leute gratuliert dafür für den Text. Das allgemein unerkannt gehen, dass es für dich ist, dass nicht fertig gebracht wird, für über pure Parteien heraus die Leute zusammenzubringen, für zu sagen, wir müssen das anders machen, so machen wir es, an die Richtung gehen wir, wenn wir kriegen hier von am Interesse von unseren Entreprisen, am Interesse von unseren Leuten draußen, eben da wird das Europaparlament von seinem Vetorecht Gebrauch machen, zum Schluss an die Verhandlungen nicht unholen. Arbeit aus der letzten Jahresstunde war rezent doch noch auf einer anderen Platz am Mittelpunkt. Er spielt Hauptrolle an einem Film, also eine von den Hauptrollen. Democracy im Rausch der Daten. Das klingt spannend, und das ist doch, was geht dann an dem Film? Das hat ja okay gedacht, dass ich zu meinen nahen Jahren eigentlich Filmschauspielerin bin. Geht das aber eine gewisse Inklination an die Richtung nicht zu lesen? Der Film ist ja auch zu Lützeburg immens gut angekommen. Ich meine, die Leute sollen gucken gehen, nicht weil ich da mitspielen, weil ich als Kommissar den Datenschutzreglement auf den Tisch gelöst habe. Mir ganz einfach für zu verstehen, wie das funktioniert. Für zu verstehen, wie ein Gesetz ausgeschafft wird, was das für ein Arbeit ist, aber das auch ein Engagement von Leuten belangt. Weil das wird ja immer gemeint, Europa, das wäre so eine große Nummer, so ein Monster zu Brüssel. Nein, Europa, das sind Deputierten, das sind Regierungsmember, das sind Kommissäre, die das ganz an die Hand holen. Gehen all Opposition dann auch durchkriegen. An dem Film weiß das ist ein Film, den überrascht, an den noch spannend dabei ist. Also wir leben dann im Kino am Utopia, meine ich. Ja. An die noch nicht gesehen haben, dass ein flotter Leben ist. Das ist wirklich spannend, wie gesagt. Ja. Das ist gut. Das ist nicht die letzte, ich muss dringend an die Kinder. Ja. Weißt du noch nicht gucken? Ich werde nicht doof wie Last gegangen, als mich schon dann Das ist spannend, weil ich gesagt wie so ein Gesetz entsteht in Europa, wie eine Hürden, dass da gehen, die viele Hürden. Ihre Kampfpunkte Datenschutz ist also so gut wie aufgehakt. Das kann ich bei der Steuerdiskussion noch nicht ganz behaupten. Frank Engel, das Woche gouf ja auch über mehr Steuergerechtigkeit an der EU geschwärzt. Soll Schluss mit dem legale gefuttelt. Was die Kommission da will, ist am Kommissar Moscovici verstanden? Auf weite Strecke ja, weil das, was sie proposieren, leidet unter längerer Zeit in der Luft, dass wir Richtung von gemeinsamen Bemessungsgrundlagen für die Besteuerung an Europa gehen. Das lässt sich weder vermeiden, noch ist es möglich für verständlicherweise dauerhaft dagegen zu argumentieren. Das ist die natürlichste Sache von der Welt. Wann es nicht ist, für einfach es möglich zu machen, um präzise zu erfassen, dadurch, dass es gemeinsame Grundlage von der Bemessung gibt, wie viele Betriebe wo erwirtschaftet, wie viel davon zu besteuern ist. Und das ist immer evidenterweise auch bei der Frage, nächstes Sujet, wobei all die Sachen sind nicht spruchreif. Da werden doch Männer des Europäischen Parlaments, was sich durchlebt. Ich denke, dann im Bereich von Regierungen, ihren Enthusiasmus werden am Zaum her, man eine ganze Zeit. Als mänglich Männer wie andere. Da sind wir bei der Frage von der Besteuerung von den Benefizen, wo sie an Wirtschaft gehen.
en anderen fundamentale Sujet vu Steuergerechtigkeit, weil irgendwo op Dauer net vermittelbar ass, dat der Betrieb zu Lützeburg wo trotz also objektiver Gräse als Großherzogtum ja awer begrenzte Bannemerk gëtt, dat der Betrieb do soll se gesamteuropäesche Benefis versteuern, den awer Wirtschaft huet an Deutschland, a Frankreich, a Großbritannien, je do wo tausende vu Millionen Klienten potenziell wann ich groß Online-Versandhäuser zum Beispiel denken sitzen, auch darüber zurück zu kommen, was ich nach vermisse. Ich bringe das so lange op der Södnung bis es op der Södnung ass. Das ist der fiskalische Statut von der Europäischen Gesellschaft. Wir haben eine rechtliche Organisationsform von Gesellschaften, die an einer Reihe von Staaten von der Europäischen Union tätig sind. Die hat bald alles Matbestimmung als du nach kokelsche Sujet Joch schwest dat. Och do muss enke opkom, fir dat dat Richtung ze funktionieren, méi Appppe hue ze nach Grund. Dat Fiskalstatut. An is se séier dafir, dat man de Fiskalstatut an noch sebarer Zeit erdenken erschaffen, fir dat man endlich de Kontinent als ganz kënne positionieren an der globaler Konkurrenz. fir dat et Meiglichkeit fir Betrieb fir ze so mir wählen den Dostatut an dommert ass als europäesch Steueridentität ausgemacht. Da muss man es net nach deklinieren op 7, op 15 oder 20 nationalen Manieren. Dat fehlt nach wann ich dem Herr Moscovici da ja die vorstellen, hun ich schon mé wie enke gemerk, da gëtt superbement ignoriert. Kommission kein Lust sich mat der Frau zu beschäftigen, aber die Kommission wehrt sich mat der Frau beschäftigt. Wir werden dich unterstützen, wenn du die Proposition op den Tisch legst, weil ich meine, dat wäre für als Lützeburger Land an für Europa ein ganz wichtig Sache. Ich meine, man soll noch dir dankbar sein, dass du so Sachen an die Hand hältst, an die Versuche auch weiterzutreiben. Besteht im Moment doch bei den Kollegen an der EVP eine gewisse Bereitschaft für die Sujet abzuholen. Also wir werden denken nicht darauf zurückkommen. Die Steuerproblematik ist Problem an der EU, de Chômage als ein anderes großes Problem. Schweiz habe ich da leider auch. Es gibt geschah, dass die nicht deklarierte Aktivitäten 80% vom PIB von der Union ausmachen. Da gouf das vor iwwer eng europäesch Plattform geschwert fir besser Band der EU zu summen zu schaffen. Das schon spannend. Schweiz ja am Fong op 3 Gebieter e Problem. Dat hicht engerseits ginn bei net deklarierte Erbestoff vu Schwarzbauer dem Staat Sue verloren. Das sinn unfair Bedingungen ënner den Entreprisen, dat hicht die eng schaffen mat ugemeldten Leiit, mat engem anstännechen Remunerement, mat anstännechen Erbeskonditionen, Äner die engagieren absolut Leiit, die op engem zweiten Erbesmarkt am Fong schaffen, den allem Kriterien net entspricht. Und dann drittens also doch fir de genische selber, den am Fong do beschäftigt, dass den absolut keine Aufsicherung huet dem Moment, wo schafft Gesundheit zerscheet op der Erbecht gonet ze schwätzen, an natürlich auch net dun her no denkt, dat un Sozialleistungen fir Pensionen. Dat do ass selbig bei der organisierter Kriminalität als auch ha en organisierte Schwarzmarkt fir Erbecht, an dem muss erbonne gin, an dofir muss Memberstaaten ze Summe schaffen, weil dat hält net op der Grenz op. Und da muss dann auch dem Moment sich die Instrumente gifir ze Summe schaffen. Und du hast dat echt als eng Information. Die Information muss besser gehen, der zweite als den Daten austausch, den direkt mat ze dienen, muss besser gehen. Inspektionen muss ze Summe schaffen, an Kontrolle muss noch ze Summe schaffen. Für die ze Summen erbecht dat lo dokumentiert, wie dat soll fir sich goen, was eng Plattform gegrünnt gin, an do sind Memberstaaten dann lo dran, an sind gewisse Kriterien noch gebunden. Sozialpartner sind auch mal da gebunden, weil das so ein wichtiger Faktor. Und dann huet den natürlich dort Möglichkeit fir mé gezielt fir géint de Flé oder 40 go. Den nächsten EU-Somme ass dann an 2 Wochen an die Somme gewoch schon lo am Europaparlament prepariert. De Brexit, de méiglechen Austritt vun Großbritannien ass do nach enkere Sujet. De Frank Engel war dëswoch Invité vun der britischer Chambre de Commerce zu Lützburg an huet am Nigel Farage engem Anti-Europäer fir d Mollet auszudrecken iwwer de Brexit diskutiert. Mir kun no eng froh vum Jonathan de Fred. Das den Jonathan Ich si grad der Tele, wie de Frank Engel mam Farage iwwer Europa diskutiert, huet dat iwwer de Wert mat so engem Mann ze schwätzen, den ass dach daf EU-Auer. Frank Engel den Kruten Herr Farage net iwwer zecht oder. Dat wollte ich auch gonnen.
britisch Chamber huet mech Gebirde gehät fir en dabei ze hëllefe fir en Witten ze fannen, mat dens die verschiedene Facette vun der Position keten diskutieren an den Nigel Farage ass nun mal den Hauptexposant vun der Position, die seet Großbritannien soll Union verlosen. Ich bin der Meinung och, wann sie da wëlle. An ich net der Meinung, do ass de Problem ass net, dat den Nigel Farage der géint ass oder datch ma Nigel Farage diskutieren. Den Nigel Farage ass der géint, dat sei Land an der Union ass dat eng legitim Haltung. Dat ass fir der recht ke Mënsche frësser. Is den total der géint, dat man es vun irgend engem Manberstaat erpresse lassen. Dat geschieht aber für den Moment. Dat is genau dat wat im moment passéiert. Ja. Dat tritt een Ja. dat sonder Decken, also spielt dat mé en gros Rolle wie war mir oder Malteser dat wären oder so. Dat tritt een dé seet wann Di mal net hai een Park git firier Kief wie en dat nennt, dann manche Referendum man ich rekommandeiere engem Fall mat nennt stimmen. De muss nennen wat immer der Märet. Me ginn op kenger Leetzocht vun der Pressung an als Offiziellin an der Politik an allen Domänen. Dat lograt Kommission an Staats- und Regierungschefen. Op die Dozocht vun der Pressung agi. Für dunne europäisch Recht ze beie bis het bricht. Für dem Herr Cameron zu erlauben, eng Pseudokampagne fir de Verbleib an der Europäische Union zu machen, während in ganz Medienlandschaft so wie die last 30 Jahre och den Kampagne für den Austritt machen, weil du nämlich sind 30 Jahre geschrieben, gewissen, gesot gëtt Europa wie Schwachsinn. Ja, dat als no mégem dafir ha net der derweis wie mat dem Dossier muss umgehen, mat dem Dossier aus dem op eng Manier umzugehen. Das so van Briten souverän desideieren, dat sie dat nemi wollen, dann ass dat ihre souveräne Schwa. Et will ke Mensch herauswerfen. Mir wann sie Menge sie hätte gerne ein Referendum, dann opleit hin Decision fir bei dem Referendum Jo oder ne ze so. an das net un Eis fir do zu Kreiz ze krechen, bei genau dat nachmmer an ënner wahrscheinlich Bruch vun europäischem primärer Sekundärrecht, dat muss am Detail gucken. Dort versichern Kind kommt dat geht net. Mit die extra Wuchtstelle jo bëssen mi konkret lo schon Dëch ass an do neicht wo kind zo en da kom de Briten entgéint. Do ass fir mech just Element, et kann en se vun der ëmmer mi enker Union zur Not ausschlese, weil du hu sich schon lang selber ausgeschloss. An dat den seet, Di bracht bis op Dauer bis op weiters Euro dann zefirieren, dat huet jo schon gesot, weil se hunne permanenten Opt-out, sie Antennen. Allerdings sos ke. Mit all den anderen Sache kann dat net, et kann net Sozialleistungen arbiträr zrickfuhren, man fadenscheinlichen Argument fannet dann so wie, dat wenn der Präsenz vun Unionsländer System iwwerlächt wie, da mis die Leistungen können kürzen oder konditionieren, wann ihren eigentliche Problem vun der sozialer Sicherheit den Ausgabe will ich so net beiträgt. Die kommen nämlich auch von Unionsbierchen. Dat massiv Briten brauchen an am zweetmassivsten net Unionsausländer. Also Leiit as hier mal ein Imperium die am Land hun. An die dreimal soviel nicht fir run enke kurz als an Erinnerung gerufen, alles hören, dat leit alles als Zöllum dich. Die dreimal soviel Sozialleistungen an Urspruchhöle wie Unionsausländer. Da können mir jo wohl de Problem net sinn. Aber wir können och net so leet wie dat mat deet, net fir Briten noch net fir so sehen. Dat gëtt en Ketten Union, du könnt den nächsten an den iwwernächsten an der Formatieren. net nëmmen dat. Wir können dach net die Basisrechte, die Grundwerte, op dem Union gebaut hat, Freizügigkeit von den Arbeitnehmern zum Beispiel, zur Disposition stellen. Aber wie gif man das dann zu Lützeburg machen? Gifen wir dann zum Beispiel dafür sorgen, dass als Grenzscanner Männer Sozialhilfe kriegen wie die anderen? Gifen wir dafür sorgen, dass denen hier Männer Geld kriegen? Wir kriegen das wahrscheinlich besser argumentiert wie Sie hier. Ja, weil wir haben andere Schiffe. Absolut. Wir haben aber noch nie gefragt, weil wir als und europäisch Recht halen, aber sie net schlecht mat den Gefuhr. Das ist eine Sache von Recht a von Gerechtigkeit. Die wollen Britenlo aussetzen. Damit können wir nicht verstanden sein. Wir können nicht da verstanden sein, weil das einfach nicht geht. Dass es in Zukunft so soll sein, dass 15 Nationalparlamenter sich zusammensetzen und dezidieren, sie wählen eine bestimmte Proposition nicht. Das können sie wohl ins Haut schon machen. Was sie das machen, dann den der Kommission dat mat, weil Kommission de Verein ass den legislative Initiativrecht huet, an dann as der Kommission ze desideieren, wat ze do mat mcht. Lo soll den Europäische Konseil
Staats- und Regierungschefen, die überhaupt keine Legislativkompetenzen haben. Dem Traité nur, nicht weil das mir nicht gefällt, weil es nicht am Traité steht. Da soll dem dürfen dezidieren, aufgrund von der Suggestion von 15 Parlamenten oder mehr, dass die Kommission, also eine andere Institution, muss einen Rechtsetzungsvorschlag zurückziehen. Das geht überhaupt nicht. Also du sollst anscheinend die besten Juristen vom Kontinent drauf. Ich stelle fest, die besten Juristen vom Kontinent schenken einen substanziellen Ausfluss an eine Richtung zu, die man nicht braucht. An eng Richtung, wo wir Europa detrikotéieren, a wo mir werden geschwächt aus der ganzen Affäre rausgehen, an net gestärkt, an dofir übrigens as quasi alles, was du gefrot geht, illegal. Illegal par rapport zu den Traiteen, an Zweten zu gut, wann Traité gi verbeien, die herno schlecht durchstehen. Für die nächsten Generationen auch, dat sind alle Guren, die wollen Europa bauen. An am Endeffekt so se awer nee, weil geht hin jo eigentlich net dodrem. Ja. Dat net froh, geht hin net dodrem an se treten dann awer. Dummer muss in all Diskussionen über das Sujet nämlich aufschließen. Der Punkt ist, wenn wir fertig sind, an das wir machen, was Herr Tusk proposiert. Normales Futti gemacht. Anscheinend macht. Normales Futti gemacht. Dann machen wir die Union Futti, respektive wir schwächen sie beyond salvation, für mal Englisch zu sagen. Und dann sollen sie in der Welt gehen. Also Voilà. dann haben wir richtig gut geschafft. Dann haben wir richtig gut geschafft. Wir haben das ganz kräftig selber an die Knie geschossen. Gelos, ja. Und die Briten machen nur in der Welt, was sie wollen. Also, wenn der Durchspiel matt möchte, den hat ein Problem mit mehr wie man droit. Bon, die nächste Emission am nächsten Konseil wissen wir vielleicht mehr. Wir können einfach noch eine Frage vom Arlette von Rodan. Stimmt es, dass die Grenzen an der EU könnte bis zu 2 Jahren zugemäht gehen? Schon sprach ein Problem sind von der Bausegrenze von der EU, die richtig muss kontrolliert gehen, oder? Ich meine, du lädt schon den Unterschied. Das ist zugemacht, nee, kontrolliert ja. Das heißt, wir sind alle gut für eine anständige Kontrolle, die im Moment ja inner also Außengrenze soll ja kontrolliert gehen. Das ist ja schon viel gesehen, das ist nicht Neues. Auch das so viel eine bestimmte Zeit ist auch nicht Neues, aber es wird just an der Praxis nicht gemacht. Und da leider eigentlich das Problem. Und da gibt es ja ein ganz paar die Vorschläge auch seit bald einem Jahr, für das, wie gesagt, an den Griff zu kriegen, für die Kontrolle besser zu kriegen, für die Leute mal zu enregistrieren, die da kommen. Dann muss man wissen, mit wem haben wir da überhaupt zu tun. Und da hat die Kommission Vorschläge gemacht, die aber von den Ländern auch gestimmt sind. Natürlich, die waren mit d'accord, mit das nicht angewandt. Und für Dolo ein Land oder ein anderes Land rauszuholen, bringt halt nichts, weil das ja am Anfang Solidarität gefordert ist, wenn das Land nicht mehr als zu machen, da muss es Hilfe kriegen, muss auch Hilfe akzeptieren. Und es geht ja darum, die berühmten Hotspots, die 5, 6 die dezidiert, wo recht einzige funktioniert, das lamentabel. Zweitens die Relokalisation, das ist, wo man so viele tausend Leute müssen auf die einzelnen Länder verteilt gehen. Auch das funktioniert nicht. Wir sind bei 400 eigentlich von 160.000. Lamentabel. Und wie gesagt, auch noch die externe die Außenpolitik für an die Länder helfen zu gehen, wo die Bürger im Moment sind, wie Türkei, Jordanien, ja, Syrien natürlich, aber auch Libanon, das heißt, an die Länder, auch die Hilfen, die envisagiert sind, gehen nicht erfüllt. Das heißt, die Länder sind hier, etwas was sie dezidiert tun, sind sie nicht bereit zu machen. Und da liegt das Problem. Und dann, also meiner Meinung nach, nicht übrig, für über Grenzkontrollen zu diskutieren, das dazu feiert, die nächste Diskussion ist ja Grenzen sichern, und die nächste Diskussion nummerieren an Deutschland, das ist ja schrecklich, was du Tapet könnt, was Leute sich dabei vorstellen. Darum geht es ja nicht, es geht darum, für die Grenzen zu kontrollieren, für die Leute zu enregistrieren, einerseits Humanitärhilfe zu leisten, und andererseits auch zu wissen, mit wem wir dort zu dienen, und dann auch eine anständige Asylpolitik auf den Tisch zu legen, weil leider das System Dublin an dieser Krisenzeit nicht mehr die Rolle kann spielen, für den da nicht gedurcht wird. Dat huet Jean-Claude Juncker haut ugekënnecht. Und das ist auch gut so. Und da sind dann auch Menge gespannt, wie die Memberstaaten sich verhalten. Weil auch da werden wir das übliche Spielchen erleben, wo verschiedene sich ganz, ganz stark werden von dem System distanzieren. Moment wollte ich dann nach Relationen mit China ausschwätzen. Da war die Diskussion das vor dem Parlament, ob China soll als Marktwirtschaft unerkannt gehen, wie wir an Reding. Was gibt das da bedeuten?
Wann en dat einfach so gif machen, oni als Antidumpingregelen ze changeieren, da wär dat eng Katastroph fir verschiedene vun eisen Industrie, wéi zum Beispiel fir als Stohlindustrie, die jo mat bëllech produzéierten an subventionéiertem Stohl aus China überhaupt keine Chance méi huet fir den ordentlich produzéierten Stohl vun Eis ze verkäfen. An dofir ass et onerlässlech anzwer ganz séier an dësem Joer, weil dat muss bis Ende des Joer gelaf sinn die ganz Prozeduren fir do als Antidumping-Moosnamen ze ändern, an do kom man nees enker op déselwechte Problem wie fir Drun verschiedene Memberstaate blockéieren dat. Dat heißt, die blockéieren Eis selber fir dat mir Eis kënnen Viren géint illegal behoelen. Also dat muss man wirklich als Europaparlament an d Hand hëllen, well me sinn eisen Entreprisen an eise Bierge schëllech, dat me do durchgreifen an derfir sechen, dat sech kënne viren. Voilà, an Dir holt dat an Hand, Dir mat eng Konferenz den 18. Februar ass der donnerchte Sowes Erdauer op der Uni Belval. An do könnt Dir alle gut noch ganz gern kucken, Lauschter komme froe Stelle kommen, Di könnt doch dann heimmat den Kompetenzteam vun der CSV diskutieren. Da geht dann eben Relationen, Handelsrelationen mat China. All wëkom, wie gesot den 18. Februar melde justflecht op europa@csv.lu. Da man wëssen, wievi Leute so ungefähr kommen. Sie all gotte wëkom. Merci fir haut dem Freigängel dem Joch Sparren dem Vivian Reding. Merci. Merci fir no kucken.